Es wird sich wieder fleißig duelliert, Freunde, hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ja, Mann, so, wir sind zurück hier im Deckmodus, denn ich habe mir so überlegt, im Prinzip ist das Deck ja eigentlich schon ganz cool, aber ein paar Karten fehlen dann doch noch, damit es ein bisschen flüssiger läuft. Deswegen nehmen wir jetzt doch mal, ja, es tut mir zwar fast schon ein bisschen leid, es tut mir wirklich leid, ob du jetzt mal Stachelschraubenigel, das ist die Frage, dort kann ich irgendwie, geht nicht, in die Truhe, dort kannst du irgendwie ein Side-Deck packen, aber nee. Mal den raus, Samurai-Schwertbaron auch, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie passt nicht so ganz, aber das Gefühl. So, und dann packe ich mal Stufenkrieg nochmal rein, so mal ein bisschen testen. Zack, genau ins Deck, kann den ja trotzdem mal irgendwie noch... hallo? Tab ändern, so. Hä? Ich ins Deck ins Side-Deck? Muss das erst auswählen oder was? Egal, haben wir hier den, okay, und dann mache ich noch eine Kriegerlady Einhöhe, damit es ein bisschen schneller wird, das Deck. Ich spiele ja sonst eigentlich nie zweimal, wenn überhaupt, also sorgt ja eigentlich sowieso eigentlich generell nie. Weil mir jetzt hier irgendwie noch die Riesenratten und die mystischen Tomaten alles fehlen, denke ich mal, wird es nicht schlecht sein, zumindest mal einen Ausgleich zu finden. Wir müssen jetzt KR, hallo? Bin ich bescheuert? Ich habe doch 2 gehabt. Ja, scheinbar bin ich doch ein bisschen bescheuert, weil ich finde es jetzt nicht mehr. Hä? Hör mal, ich habe doch nur einen im Deck. Hier, seht ihr, nur eine Kriegerlady ein und die habt... Crazy. Jetzt schwören, ich hätte die 2-mal gehabt, deswegen im letzten Part haben nochmal einen aus dem Booster Pack gezogen. Okay, crazy. Naja, scheinbar doch nicht, weil ich habe sie hier nach Alphabet sortiert und normalerweise nach K, R, A, R, E, I. Okay, Kristallpower und jetzt langsam müsste kommen. So, aber hier kommt sie nicht, okay. Ja, crazy. Egal, dann ist noch ein Monster im Deck. Die Frage ist, welches? Also das Stachelschraubenigel zurücknehmen, oder? Ja, wieso nicht, aber zumindest mal einen coolen Effekt noch. Bei den vielen Synchromonstern, ne? Stachelschraubenigel, da kommt er bald wieder. Hier haben wir ihn schon. So, jetzt zurück ins Deck und dann... Ja, komm, so. Und dann mal gucken, Freunde, wie es jetzt abgeht mit unserem Synchro Nummer 2 Deck. So, das sind 1E, 2E und 3E. Genau, fortfahren. Mal gucken, wir haben uns noch ein paar DP, will ich mal gerne noch ein bisschen aufsparen. Und jetzt erstmal gegen neue Gegner catchen. Ach du Scheiße. Wenn ich hier auf C drücken, kann ich hier die Sterne, sprich das Level der Charaktere einblenden. Ach du Scheiße. Akis ist gerade Level 16. Schon krass. Ich habe erst Level 7, ist klar. Okay, AP-Roulette. Ein bisschen wenig für meinen Geschmack noch. Okay, gut, bewegen. Wohin bewegen wir am besten? Erstmal da runter, weil hier habe ich ja einen Gegenstand. Zick, zick. 1000 DP, geil. Sogar nochmal und jetzt gehe ich... Was ist denn dort überhaupt? Das ist 2 dort. Oder in links von Akisa. Ein Würfel, hallo? Dungeon Monster lässt grüßen. Mucki, Mucki. Moment mal, die kennen doch irgendwie... Mucki, Mucki, das waren doch irgendwie diese fliegenden Dinger, oder? Diese fliegenden Tofu-Typen. Ja, ich weiß, aber sieht fast so aus, wie in einem Stil halt. Okay, Ivan, der Schreckliche beginnt und es ist Zeit für ein Duell. Synchro 2 gegen Mucki Mucki. Wenn ihr wirklich so ein Mucki Mucki Deck hat, dann wird es relativ schnell gehen, Freunde, weil die Decks sind nicht so besonders stark. Oder waren es früher nicht, ob sie jetzt wieder sind. Wir sehen es gleich. Oha. Will er gleich König Mucki Mucki rufen? Wie ist denn das Vieh? Doch, es gab doch irgendwie... Kartenkabalist, okay. Ein paar Karten auf den Friedhof werfen, dafür seine Angriffspunkte steigern. Es gab doch irgendwie mit... Genau, das meine ich. Mucki Mucki Wutanfall. Kartenhändler. Was spielt denn der für eine Kombi? Wahnsinn, ey. Okay, dann sehe ich mal. Stufenkrieger. Na, guck sich mal einer an. Wie war das jetzt schon? In den Ruf? Stufe 4 beschwören.
Okay, dann kann ich ihn nachher rufen als Stufe 2 oder ihn. Ne, ihn lassen wir noch. Rufe ihn als Stufe 6, alles klar. Mucki, Mucki, oder Fall Mucki! Wenn eine offene Mucki-Mucki-Karte. Mucki-Mucki. Ja, ist voll die Mucki-Mucki, Mann. Mucki-Mucki-Karte auf deinem Spielfeld befindet, wenn zerstört wird, die Angriffskraft aller. Bis zu ebenfalls des Spielzugs zu 3000. Alter! Ist echt sauer. Okay, wir also unbedingt die Mucki-Mucki-Karten spielen. Wir wissen ja noch eine. Ey. Einmal pro Spielzug kannst du bis zur Endphase. Oh. Also bis zur Endphase? Was hat denn das gebracht? Nur bis zur Endphase, ist ja übel. Okay, Reisenattribut ist zum Glück bereits weg. Fusionsweise, Fusion, alles klar. Dann wird es Zeit, Freunde, für eine Genstrategie. Ich rufe als Spezialbeschwörung Stufenkrieger im Angriffsmodus. Und dadurch kriegt er die Stufe 4. So, dann rufen wir ganz kurz meinen zeichenverbreiteten Zombie im Angriffsmodus. Und jetzt wird es Zeit für eine Synchrobeschwörung. Und zwar stimme ich meinen Zombie auf meinen Stufenkrieger ein. Und rufe den mächtigsten aller Synchrokrieger, glaube ich zumindest. Hier kommt aus dem fernen Osten der Gojo-Wächter. Halleluja. Der wird gleich ziemlich aufmischen, Freunde. Na dann, jetzt aber die Kampfphase. Gojo-Wächter, direkter Angriff. Auf den Kartenkavallerist. Woohoo. Das ist krass, ey. Stufe 6, so viele Angriffspunkte, so ein Effekt. Einfach nur ein krasses Teil. So, und kommt der mal auf meine Seite des Felds, wenn man bitten darf. Den sein Effekt ist doch ziemlich nice, wie ich finde. So, den Effekt lasse ich aber noch, oder kann ich auch schon aktivieren? Könnte ich auch, lasse ich aber noch. Was mache ich jetzt noch? Okay, ich setze eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Fürs Erste. Noch als Opfer missbrauchen, war 3 plus 3 plus 2 gibt 8. Oh ja, das wäre geil. Tja, Ivan der Schreckliche kann nichts tun. Überhaupt gar nichts. Mein Zug! Feincontroller, alles klar. Darf man einen Effekt aktivieren? Och nö, wisst ihr was? Kein Bock drauf. Ich rufe Gerümpelsynchronisierer im Angriffsmodus. Aktiviert dadurch eine besondere Fähigkeit, mit der ich meinen Zombie zurückholen kann, was mir gerade auffällt, was mir gar nichts bringt. Scheiße! Mach einen übelsten Fehler, Freunde. Wobei ich kann zwar den auf den hier einstimmen, das geht zwar, aber ja, so wird es gehen und dann wiederum. Aber habe ich eine Stufe 6 Monster überhaupt noch? Stufe 5. So, und dann eine Stufe 3. Natürlich geht es natürlich auch so. Über Umwegen zwar, aber es funktioniert. So. Dann schiebe ich mal meinen Zombie auf deinen Kartenkavallerist ein und rufe den magischen Androiden im Angriffsmodus. Aber das war erst der Anfang. Oh, das wäre geil, hey. Soll ich ihn? Nee, komm, wir haben da noch eine... Wir haben einen coolen, wie heißt schon wieder? Der 7 des Banditen, genau. Das wird schon gehen. So, dann stimme ich mal meinen Gerümpelsynchronisierer auf magische Android ein. Und rufe nun den großen Rechenritter Parsha. Oh yes. Jetzt ist es gleich richtig lustig. Rechnerritter Parsha, greif ihn an und zerstöre sein verdecktes Monster, wobei ich könnte es auch so machen. Was mach ich jetzt? Monster klauen oder irgendwie Schaden machen? Offenmonster ändern. Na komm, mehr Schaden. Habe ich jetzt hier irgendwie mehr Bock drauf. So, Parsha, greif an und vernichte sein Monster. Raimei ist erledigt.
Kellengel. Oh, ist eine alte Karte. Die stammt irgendwie, glaube ich, auch noch aus dem Booster Pack vom Weißen Drachen sogar. Gojo Wächter. Los geht's! Juhu! Keine Chance, Leute, aber auch K keine Chance. So. Wir sind auf der Zielgerade, unser Deck, das harmoniert und das ist einfach nur super. Du kannst zwar ihn nochmal zurückrufen und dann Sternschabdrache rufen und so, aber nee. Muss nicht sein, momentan reißt doch. Ich hab 2 starke Synchro auf dem Feld, die schlägt mir keiner. Ruf zumindest. Das ist doch mal eine echt schwache Leistung. Nun gut. Mein Zug. Und jetzt... Ein Gegibrecher. Ne, komm, ich habe sicher noch irgendwie eine krasse Karte, oder, im Deck. Kartenzerstörung. Seine ganze Strategie ist im Arsch. Naja, Stahlschaubenigel, Staubtornado. Ich habe das Besondere, dann eigentlich der noch vom Friedhof so. Nur ein Mucki, okay, ist natürlich eine Fusion ein bisschen schwach. Ach ja, Ivan, der Herr Schreckliche, der hat ausgeschrecklicht. Ich meine, ausgeiwand. Naja, wie ich schon meine. Harscha, los geht's! Ziehen die restlichen Lebenspunkte ab. Du. So, das ging ja ziemlich schnell für genau 0 Lebenspunkte. Okay, aber noch eine Stufe ab. Nö, Lebenspunkte-Bonus, kein Fallenkarten-Bonus. Sehr schön, sehr schön. Wieder mal einen Sieg für den guten alten Mikey. Den Michael, ist egal. Oh, man denkt auch nichts, scheiße. Ich muss weg hier, tschüss. Level 1 erhalten. Zick, dankeschön. So, nochmal das AP-Roulette. 2 Gegner haben wir da noch. 7 AP, okay. Aber dafür. Antiker Feendrache. Ups, haben wir noch gar nicht. Erschaffenes Cybergehirn. Klingt ja sehr interessant. Der Georg, okay. Wir wollen jetzt aber im Duell totschlagen. Also, totschlagen mit nicht sehr wörtlich nehmen, wa? Also, ich meine, es ist zwar ein Duell und so, aber totschlagen? Nee. Haben es auch ein bisschen zu brutal. So, Georg, wie sieht's aus? Ich bin nur Nummer 1 und los geht's! Kann immer so schlecht aus. Alles klar, dann spiele ich erstmal ein Monster Deck Verteidigungsmodus. Und setzt noch 2 Karten verdeckt. Na dann, Georg, dein Zug. Jetzt bin ich einfach mal gespannt. Was hat der wohl für eine Strategie in seinem Deck? Mein Cybergehirn kann ja ziemlich viel sein. Aber das eher ein bisschen wenig. Na egal, dann sehe ich mal wieder. Kartenzerstörung nachladen, haben wir ziemlich viel gerade auf der Hand. Egal, als erstes aktiviere ich die Zauberkarte Schildstoß und schicke ein Verteidigungsmonster ohne Umwege direkt in den Friedhof. Ciao, ciao. Der Ölmann. Naja, Prost Mahlzeit dann. Ich hab den. Und dann rufe ich meinen Zwillingsschwertplünder im Angriffsmodus. Na dann, mein netter kleiner Plünderer. Direkt Angriff auf Georgs Lebenspunkte. Tja, so viel dazu, wohl auch wieder nur so ein armer kleiner Wicht. Da kriege ich doch vor lauter Warten noch die Gicht. Oh. Nee, komm schon, das ist gemein. Was, die ist nur limitiert, das wäre verboten. Jetzt will es mir aber zeigen. Nein, meine Nachladenkarte. Nö. Georg, du bist gemein. Puh, aua.
No, jetzt reicht es mal, Krieger-Lady. Effekt aktivieren. So, was mache ich jetzt? Welches Monster rufe ich denn? Ja, ein blinder Captain ist eigentlich immer gut. Oder auch nicht. Aua. Der Zwilling ist ja blöd, das war eine gemeine Socke. Was? Alter! Ist klar, ruft erstmal ein Chincho. Alter, ich glaube, Spinne ruft einfach Chincho aufs Feld. Ich kann das wagen. Was mache ich jetzt? Okay, das ist jetzt Monster, Verteidigungsmonster, beenden meinen Zug. Das gibt's nicht. Ey, Chincho, der macht mal die ganze Strategie auf den Arsch. Alter. Kirnkontrolle, Chincho, 2 Karten, meine Strategie ist für den Arsch. Bitte ruf kein weiteres Monster. Noch ein Chincho dort? Crazy. So, Kampfphase wird da nichts bringen. Den kriegst du nicht vom Feld. Kannst du knicken, Alter. Ja, mein Heldenschwertkämpfer hat mich gerettet. Gott sei Dank. Alter, ist eigentlich eine Karte jetzt heutzutage nicht mehr so in jedem Deck zu finden ist, aber die Karte rettet mir einen Arsch jetzt aber wirklich sehr, sehr oft. Scheiße, was mache ich jetzt? Der ist so stark und nicht stark genug. Okay, Zug beendet. Dann noch mehr Karten für Kernzerstörung, sonst bringt das nichts. Gaia! Brauche ich eine Karte wie Fangkontrolle. Spalt. Man hat so viele Karten hier eigentlich auch. Oh. Kann es denn noch übler kommen? Ja, ich fürchte schon. Ach, deswegen Cybergear, jetzt verstehe ich das Ganze. Man ist ja gerade Zurüstung. Verstärker. Nur Chincho kann mit dieser Karte ausgerüstet werden, solange man in der Karte ist. Was? Wenn die Effekte von fallen kann, die von dem Spieler kontrolliert werden, das nicht annulliert. Riesentonat lässt grüßen. So halt nicht. Steht die Karte vom Feld, Chincho ist zerstört. Die perfekte Kombination, alles klar, ich aktiviere Riesentonade. Sag tschüss dann, Chincho. Na Gott sei Dank, geh. So, und jetzt noch 2 Karten verdeckt. Wobei, muss ich auch nicht gleich mal 3. Und rufe Gaia, den Ritter der Finsternis im Angriffsmodus, ohne Tribut. Und jetzt bist du sowas von im Arsch, ey. Gehirnkontrolle, Chincho, das war's mit dir. Das hat sich ausgechinzot, also ausgehirnkontrollt, also, du weißt, was ich meine. Gaia haut dir auf die Fresse. Tja, versuch das mal zu kontern. Wehe, der ruft nochmal halt Chincho, dann dreh ich den Haarhals rum. So, kommen noch knapp 2 Minuten. Was ist das für eine Karte? Maschinenwesen Panzereinheit. Okay, aber das auf Zeit spielen. Spalt, du kommst ein bisschen zu spät, Kumpel, aber egal. Wird schon gut gehen. Ja. Wo er stehen geblieben? Genau. Gaia, Ritter der Finsternis, greif an! Und vernichte sein Monster! Chincho Nummer 7! Hallo? Maschinenwesen Panzereinheit? Oder kommt er später? Verrückt. Vielleicht geht der Effekt auch nur in seinem eigenen Zug. So, Georg, bald ist es vorbei, Alter, bald. Der Verstärker, der war dein Fehl. Oh, je. Tja, da sieht man es mal. Da kann eine Karte, die eigentlich so einen guten Effekt hat, bei der man eigentlich denkt, ja, die wird das Duell rumreißen oder eigentlich erst recht zum Sieg führen, kann das Duell doch zum Gunsten des Gegners wenden. So schnell kann es gehen. Genauso jetzt wie hier mit Let's Countdown und so. Okay, Just for Fun noch. Kernzerstörung. Mal gucken. Was recht Schönes ziehe. Na toll. Haben wir genug Karten auf der Hand. Sonst wäre es eine coole Karte. Egal. Gaia, Ritter des dunklen Windes. Angriff. Mit Spirallanze.
Und nun Elfenschwertkämpfer, direkt Angriff auf Georgs Lebenspunkte. Hasta la vista, Georgi. Das war's genau passend zum Ende des Parts. Yeah! So, Freunde, man kann glaube ich schon sagen, unser neues Deck hat's durchaus in sich. Es fehlt noch ein bisschen Speed und so, das ist schon klar, aber generell. Doch, da geht's schon. Ich hab verloren, vielleicht soll meine Karte wegnehmen und zur Ruhe setzen. Ich bin schon viel zu alt dafür. Schlüsselkarte Level 1 erhalten. Was, schon wieder eine? Krass. Und dann, Freunde, im nächsten Part geht es dann hier weiter, wenn wir uns noch ein bisschen mit dem Typen nach rechts oben unterhalten und dann werden wir versuchen, noch einen antiken Feendracht zu erwischen, wenn ich irgendwo ein Booster Pack habe. Und vielleicht auch schon noch den Kampf gegen, wir sind schon wieder Mia, glaube ich, oder? Zumindest mal die Assistentin von Jack Atlas. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ciao zusammen!